Sie sind ihrem Aufruf auf Instagram gefolgt. 24 Frauen erwartet die Fotografin Amaya Fieder heute. Seid ihr vorbereitet? Aufgeregt? Aufgeregt? Für das mutige Shooting gegen Bodyshaming haben die Frauen teils Urlaub genommen, teils sind sie über 300 Kilometer nach Schwarzenbach an der Saale gefahren. 24 Mädels. Nee, 23. Gleich ziehen sich diese Frauen im Garten fast nackt aus. Eine verrückte Idee von Amaya. Aber genau dafür liebt sie ihr Mann, der Metzgermeister Stefan Fieder. Für mich jetzt persönlich finde ich es nicht ungewöhnlich, aber ich bin halt mit der Maya verheiratet. Ich glaube, da ist so manches Ungewöhnliche gewöhnlich geworden. Man ist es gewöhnt, dass hier immer Halligalli ist. Sau cool, dass ihr alle bereit seid, sowas für mich zu tun. Wirklich jetzt. Ich habe nein, nein, todernst. Das ist eins der größten Komplimente, die ich jemals bekommen habe, dass so viele Frauen, manche von euch kenne ich, aber manche kenne ich ja noch gar nicht, ja. Und wirklich alle mitmacht, einfach so. Ich bin ein bisschen nervös, ja. Na klar, das ist ja irre. Das ist ja Wahnsinn, das sind so viele. Und es ist ja natürlich jetzt auch schon ein bisschen Kunst, die alle auf einem Bild unterzukriegen, ne? Aber ich freue mich. Ich bin aufgeregt, freudig, sagen wir es so. Die Herausforderung? Bei eisigen Temperaturen wollen diese Frauen gegen das normierte Bild von Schönheit protestieren, das großen Druck auf sie ausübt. Dafür zeigen sie sich so, wie sie sind. Vor Amaya und auch vor der Fernsehkamera. Ihr seid so toll. Sollen wir uns setzen? Ja, einmal so ein bisschen, aber bitte eher so nach darum, dass ich von hier fotografiere. So ruhig ist es hier selten. Als Mutter, Metzgersgattin und Fotografin hat Amaya normal alle Hände voll zu tun. Aber wenn sie ihre Shootingkleider aus Tüll näht, entspannt sie sich, spart Geld und hat Kleider nach ihrem Geschmack. Fang einfach irgendwo an. Ich fange einfach irgendwo an und schaue, wo es mich hinbringt. Tatsache, das ist die Wahrheit. Also ich glaube, ich bin kreativ und ich mache alles, wo ich irgendwie grob arbeiten kann, gerne. Und deswegen aber auch der Tüll. Also würde ich jetzt anfangen müssen mit einer Nähmaschine, fein säuberlich irgendwelche Nähte zu schneiden und zu nähen, dann wäre ich raus, dann habe ich keine Chance. Ja. Für mich und das, was ich brauche für die Fotografie, funktioniert das ganz wunderbar. Ich glaube, alle Frauen stehen auf Tüll tatsächlich. Selbst die, die es eigentlich nicht tun. Wenn man die in ein Tüllkleid packt, da passiert irgendwas mit Frauen. Ich weiß nicht, irgendwas passiert mit ihnen. Sie bewegen sich anders, sie kriegen plötzlich eine andere Körperhaltung. Es hat so ein bisschen was von Brautkleid tatsächlich. Man kann Körperteile verdecken, die man jetzt nicht unbedingt gleich zeigen möchte oder womit man sich vielleicht nicht so wohl fühlt. Ja. Es ist eine schöne Form und eine schöne Möglichkeit, auch einen guten Akt anzubieten. Ne? Also einen Teilakt bei einer Frau anzubieten, die jetzt vielleicht nicht die perfekten Körpermaße hat. Ja, und da kann man einfach ganz viel spielen damit. Aufgewachsen ist Amaya Fieder in Schwarzenbach an der Saale. Ein kleines Städtchen im Fichtelgebirge, das gegen Leerstand kämpft. Vor einem halben Jahr hat sie mit ihrem Mann Stefan eine Metzgerei im Retro-Look eröffnet. Ein ungewöhnlicher Schritt für die Tochter des Landarztes, die behütet aufwächst. Ich glaube, ich war schon erst mal brav, als ich klein war. Und dann irgendwann hatte ich schon eine sehr wilde Phase. Also sehr wild, sehr chaotisch und sehr auf der Suche. Das Abi klappt nicht, dafür das Fachabi auf der Kunstfoss. Kurz überlegt sie, Kunst zu studieren, wird aber dann Ergotherapeutin und arbeitet in einer Praxis, bis das erste Kind kommt. Ich habe viele Interessen. Das Problem ist, wenn man mich lassen würde, würde ich wahrscheinlich ständig irgendwo was anderes anfangen und noch was anfangen und noch mehr dazu lernen und noch mehr. Aber es geht halt so im Leben nicht. Hallo.
Na, Kennst du dich nicht? Bruno, wie läuft's? Kennst dich aus? Fleischhauerei wieder, hallo? Ja, haben wir noch was da, glaube ich. Daniela, Blut- und Leberwurst haben wir, ne? Ja. Haben wir da, ja? Ja. Gut, bis dann, tschüss. Amaya mag ungewöhnliche Locations wie alte Fabriken, Steinbrüche oder unbewohnte Zimmer, wie dieses hier oberhalb der Metzgerei. Lass dich drücken. Wow, du hast ja schon wieder echt ein tolles Kleid. Heute modelt Nathalie Grasser aus Bayreuth, eine Marketingfrau für Kompressionsstrümpfe. Ich hätte jetzt gerne, dass du dich mal so ein bisschen auf den Tisch trapierst, schön. Und zwar so wie ich jetzt hier, so ein bisschen seitlich, so ein bisschen hinsetzen. Wir gucken mal, ob wir dich anlehnen lassen oder nicht, wie du zurechtkommst in dem Kleid, dass wir das Kleid dann so ein bisschen runterhängen lassen können. Auch. Und dann fangen wir einfach mal an. Nimm das Kinn ein bisschen hoch. Ja. Es ist viel einfacher und schöner für mich, jemanden zu fotografieren, der das noch nie gemacht hat. Weil jemand, der das jedes Wochenende macht, hat total affektierte Posen. Ja? Ich möchte, dass die Frauen so kommen, wie sie sind. Ja? Also so, wie sie sich am wohlsten fühlen, so sollen die sich schminken, so sollen die sich die Haare machen. Das ist auch immer mein Tipp. Und dann läuft es wie gebuttert. Sollen wir schauen? Meine Bilder sind wahrscheinlich eher dunkel, eher gefühlvoll, vielleicht für manche sogar ein bisschen duster, ja. Aber das transportiert halt Gefühle und es transportiert halt auch ein ganz großes Stück von meiner Seele, glaube ich, jedes Bild, das ich mache. Bei 0 Grad steht das erste Gruppenbild an. Das Bein, was zu mir ist, ein bisschen... Dieses Shooting wollte ich schon ganz lange machen, weil alle schreien zwar immer mehr Realität auf Instagram oder auf Facebook, aber letztlich machen es die wenigsten. Also die meisten sind trotzdem irgendwie unheimlich geschminkt. Das ist ja selten irgendwie noch die Person, die da eigentlich dahinter steckt. Also ich persönlich kenne keine Frau, die nicht auch einen Struggle hat mit ihrem Körper. Ne? Meistens ja aufgrund von der Umwelt, die irgendwas gesagt hat oder gemacht hat oder wie auch immer. Ich kenne niemanden. Ob 25 oder 50 Jahre, Friseurin, Malermeisterin, Finanzbeamtin oder Bankkauffrau, so unterschiedlich sie sind, heute bilden diese Frauen eine Einheit gegen das gängige Schönheitsideal: groß, dünn, makellos. Es gibt übertrieben viel Bodyshaming unter schlanken Frauen oder dass man uns teilweise nicht mal glaubt, dass wir Mütter sind, weil wir so schlank sind. Hey, du hast Kinder gebärt und du schaust so aus, als hättest du noch nie ein Kind bekommen. So, aber wir sind Mütter und das glaubt uns halt keiner, weil wir so schlank sind. Bei mir ist es andersrum. Ja, du bist dick, weil du Kinder hast. Aber es hat nichts damit zu tun. Ich war schon immer dick. Ich habe auch die Erfahrung, Grundschule mit Beleidigungen, Hänseln. Volle Programm. Eigentlich entspricht dem Standard ja fast keiner. Das ist ja totaler Käse. Das ist ja nur hausgemachter Firlefanz. So ist ja jeder in Ordnung, so wie er ist. Ne? Und jeder ist schön. Und deswegen, was ist eigentlich die Norm? Ne? Und gerade in der heutigen Zeit, wo man echt viel durch Filter oder irgendwie total bearbeitet, gerade für die Jugendlichen ein falsches Bild abgibt. Und viele dadurch Essstörungen oder alles Mögliche halt mit sich halt Probleme kriegen. Ja, und halt auch am Selbstwertgefühl einfach so zweifeln. Deswegen bin ich hier. Für meine Kinder. Das ist ja mein 5. Baby. Ich finde es wichtig, dass jeder weiß, dass du einfach jeder wunderschön ist. Das finde ich ist tatsächlich für uns als Frauen einfach wichtig, dass jeder schön ist. Ganz einfach. Oh Gott, nein, ihr seid so süß. Ich arbeite zum Beispiel überhaupt nicht mit Photoshop. Ich weigere mich, Photoshop zu benutzen. Ich hab's, aber ich benutze es nicht, weil ich mich weigere, Brüste zu vergrößern, Hintern zu verkleinern, Taillen schmäler zu machen, Gesichter, Nasen. Ich finde es schrecklich. Und komischerweise ist es auch beim Fotografieren so, dass es meistens die Jüngeren jetzt sind, die dann sagen, hey, könntest du nicht da und könntest du nicht dort. Das machen die Älteren selten. Die leidenschaftliche Fotografin hat im Laufe der Jahre unterschiedlichste Frauen geshootet. Die Bilder stellt sie meist auf ihren Instagram-Account La Amayita, wo ihre Fangemeinde die intimen und verträumten Bilder liebt.
geht ja nicht nur um den blanken Körper, ganz egal, wie der jetzt aussieht, sondern es geht ja wirklich um eine komplette Emotion, um diesen kompletten Moment, den man da widerspiegelt, ne, in dem Fall. Und da sind Frauen einfach viel vielseitiger. Entschuldigung, liebe Männer, aber es ist so, das ist die Wahrheit. Da sind Frauen einfach spannender. 2 Tage pro Woche taucht Amaya aber tief in eine männerdominierte Welt ein. In der eigenen Metzgerei macht sie fast alles, vom Verkauf im Laden, dem Marketing bis hin zur Buchführung. Mit ihrem Mann Stefan, der es nicht mehr in der Fleischfabrik aushielt, hat sie vor einem halben Jahr einen Laden eröffnet, in dem gemetzgert wird wie vor 50 Jahren. Nur mit regionalen Zulieferern und ohne Shishi. Frische Weißwurst haben wir? Ja, aber erst um 10. Maya, da müssen wir aufpassen. Im Endeffekt von den Bestellungen hier, die Fleischrippen, die sind jetzt halt eigentlich diese Woche schon komplett weg. Also, dass wir am Freitag keine mehr verkaufen. Kann man nichts mehr verkaufen. Ja, das ist eigentlich alles ausverkauft. Okay. Mir war es nicht bewusst, dass das so viel wird. Das war mir nicht ganz klar. Das ist die Wahrheit. Und vor allem, dass der Einstieg halt so wird, dass es gleich so bang und Laden offen und alles läuft. Ich dachte, wir fangen so ganz langsam, so ein bisschen mal, hier ein bisschen Wurst, hier ein bisschen Fisch. Nee, aber so kann es ja auch nicht klappen, das ist ja auch unrealistisch. Wir haben uns ja auch oft darüber unterhalten. Es hätte ja auch passieren können, dass ich irgendwie meine, ich muss mich jetzt mit der Fotografie jetzt da, weiß Gott, wie verwirklichen und da jetzt irgendwie ein Fotostudio gründen oder was weiß ich was. So. Aber das stand irgendwie außer Frage. Für mich und meinen Kopf ist die Maya auch total gut. Weil wenn sie jetzt auch die ganze Zeit nur auf meinen Themen rumreiten würde und wir würden uns dann am Schluss nur noch über Pressack unterhalten, dann wäre es ja für mich auch irgendwie langweilig. Und von daher, ich denke, wir ergänzen uns in der Hinsicht ganz gut, dass es keinen von beiden Köpfen langweilig wird. Noch ein bisschen vor das Bein? Ja. Das letzte Shooting für heute im eigenen Waldstück. Psst. So in dem Leben, das wir leben, wer kommt denn da ums Eck und sagt dir, ach, bist du schön. Macht ja keiner. Also es machen ganz wenige. Und als Fotograf hat man die Situation aber natürlich. Man hat einen Menschen da ganz oft, also ich, weil ich auch ganz viele wirklich relativ unbekleidet, nicht immer, aber oft machen das Frauen bei mir. Und in so einem puren Moment bei einer Frau entdeckt man ganz viel Schönes an ihr. Und ich bin natürlich auch so, dass es mir dann aus dem Mund rausfällt. Und klar, das tut gut. Tut's jedem, mir ja auch. Ach, ihr seid so toll. Ich liebe euch alle, wirklich. Ihr habt's geschafft, hey Leute. Unglaublich, echt. Und ihr kriegt jetzt gleich wirklich ein ordentliches, wie heißt's, Fleischkäsebrötchen und Käsebrötchen und frisch aus der Metzgerei. Das ist doch schade.